Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Sunday Night on Air. Ich sitze hier mit der Crew vom Sunday Night. Wir sind die Crew, du bist der Tim. Genau. Also schön seid ihr hier. Stellt euch doch ganz kurz vor. Ich bin die Selin und ich leite den Community-Bereich vom Sunday Night. Ich bin Joel, ich bin der Sunday Night Pastor. Ich bin die Lea und ich leite die Kommunikation vom Sunday Night. So schön. Ich bin der Tim, wie schon gesagt, wie wir es gehört haben. Ich weiß nicht genau, was ich mache im Sunday Night. Er macht auch Dinge im Sunday Night. Auch Dinge im Sunday Night, genau. Predigt und unterschiedliche Sachen. Ja. Genau, und ich freue mich riesig. Wir machen heute die erste Folge unseres neuen Podcasts Sunday Night on Air. Was für ein Name. Und ich freue mich, heute in ein Thema einzusteigen, wo wir möchten grundsätzlich in diesem Podcast über das Leben, über die Bibel, in die Bibel eintauchen, in die Welt der Bibel eintauchen, in biblische Themen und wie die ja auch unser Leben beeinflusst in unserer Generation. Und heute gehen wir in ein Thema, das momentan eine Serie ist in unserem Sunday Night, nämlich die Beziehungsserie. Darum sprechen wir heute über Beziehungen. Ja, ich freue mich riesig drauf. Und auch wenn du jetzt von zu Hause zuschaust, ob du Single bist, Dating, verlobt, verheiratet, was auch immer, ich glaube, für alle hat es etwas dabei. Und wir haben so verschiedene Statements bereit, die wir immer wieder im kirchlichen Kontext hören, möchten heute ein bisschen darüber reden. Seid ihr bereit? Ja. Yes! Weil dann tauchen wir gerade ein mit dem ersten Statement, und zwar möchten wir heute mal anfangen, gerade mit dem Thema Single sein. Und in der Bibel, da lernen wir, dass es eine Gabe gibt, Single zu sein. Habt ihr schon mal gehört, oder? Jetzt, woher kommt das? Und was versteht man überhaupt unter der Gabe des Single-Seins? Und wie weiß man, ob man diese Gabe hat? Will diese Gabe überhaupt irgendjemand? Weil von uns, also wir können es auch noch kurz klarstellen, von uns ist niemand Single. Mehr? Leider. Selin. Ich habe 24 Jahre Erfahrung. 24 Erfahrung, genau. 24 Jahre Erfahrung. Ich glaube, du hast die längste Erfahrung im Single-Sein, darum deine Meinung ist auch wichtig. Aber was ist die Gabe? Nein, ich war länger Single. Ich war länger Single. Was soll ich mit 26 25 oder 25 habe ich meine Frau, ja. Wow, ein Jahr länger, ne? Ja, länger. Also ihr seht, wir haben da genug Erfahrung. Und ja, lasst uns eintauchen. Woher kommt überhaupt die Gabe des Singles-Sein? Warum kennen wir das im christlichen Kontext so? Ich glaube, es gibt eine Bibelstelle, wo das so eigentlich genannt wird. Wir müssen kurz mehrere Übersetzungen dann anschauen. Aber 1. Korinther 7,7 sagt Paulus, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe unverheiratet zu leben. Also das wäre eben Gabe der Ehelosigkeit, das wäre da noch am ehesten. Ich glaube, in eurer Übersetzung steht es ein bisschen anders. Das ist Neues Leben, habe ich jetzt gelesen. Also in der Zürcher Übersetzung sagt es, ich wünschte freilich, alle Menschen wären wie ich. Das ist der Paulus, der das sagt. Doch hat jeder von Gott seine besondere Gabe. Der eine so, der andere anders. Und ich denke, das kann man so verstehen. Die einen haben die Gabe, verheiratet zu sein, und die anderen die Gabe, Single oder ledig zu bleiben. Hast du noch eine andere Übersetzung? Oder wie sieht's Ja, die neue Genfer Übersetzung, aber es ist eigentlich ziemlich ähnlich. Es sagt auch, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Lebendig auch, aber ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Ich finde es noch spannend, in der Schlachter steht die Gnadengabe. Als Gnade. Ja. Das ist spannend, ich glaube, gerade wenn man das Wort Gabe anschaut im Griechischen, das Charisma, das ist nicht die einzige Gabe, die im Neuen Testament erwähnt wird. Wir kennen alle andere Gaben, also zum Beispiel Predigen, Lehren, Prophetie, der Ermutigung, das ist eine Gabe. Und was ich interessant finde, ist, dass Gaben werden von Gott immer erteilt oder gegeben zum Aufbau für andere oder um das zu investieren in das Königreich von Gott. Und ich habe mir nur mal überlegt, okay, wenn jetzt die Gabe, um verheiratet zu sein, dann ist dahinter auch gedacht, hey, dass du deine Ehe bringst du ins Königreich Gottes und auch zum Aufbau von anderen und so aber auch das Single-Sein. Wenn das eine Gabe ist, dann ist es nicht einfach so, dass du
ja, also es ist dazu gedacht, dass du einerseits ins Königreich rein investieren kannst und auch zum Aufbau von anderen. Aber möchte irgendwie, also... Ich finde es auch interessant, also kurz den Kontext. Offensichtlich haben die Korinther dem Paulus ja was geschrieben. Also in der neuen Genfer Übersetzung, Vers 1 im Kapitel 7. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es sei das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Oder eben auch, dass ein Mann unverheiratet bleibt oder auch eine Frau, und dann bringt er eigentlich ein ganzes Kapitel lang, argumentiert er eben darüber, dass er sagen muss, ja, grundsätzlich stimmt das, oder sagt er hier eigentlich auch, es ist eigentlich besser, nicht verheiratet zu sein, sagt er hier. Ja, und später schreibt er dann noch, dass dann im Vers 25, darum möchte ich euch meine Meinung sagen, wenn ich daran denke, welche schwere Zeiten uns bevorstehen, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Hier hast du einen wichtigen Punkt, weil Paulus sagt ja, warum er findet, Ehelosigkeit ist ganz speziell eben das wichtig jetzt, weil er sagt es aufgrund der schweren Zeiten, die jetzt kommen. In Korinth, ja. Ja, in Korinth jetzt, die da sind, oder auch, es hat so ein bisschen einen endzeitlichen Touch, ja. Ja, und ich studiere Theologie, das haben wir auch gelernt im Unterricht, dass Paulus Theologie hat sich verändert über die Jahre. Also am Anfang hat er wirklich noch geglaubt, hey, Jesus kommt bald wieder, er wird das noch erleben, und gegen den Schluss hat sich das verändert. Und da habe ich mich schon gefragt, ich bin jetzt so in diesem Prozess, hat er das geschrieben? Hat er seine Meinung dann auch über die Zeiten verändert? Das ist so. Ja. Was meint ihr dazu? Ich habe mal eben von Paulus habe ich mal so einen Zeitstrahl ausgedruckt, wo wir auch sehen von den Büchern, oder? Befinden wir uns hier, im 1. Korinther, wo wir sehen, hier wurde 55 nach Christus geschrieben, auf der 3. Missionsreise, und da war, also ich glaube mir der Kontext vom, hey, we are on a mission, und dann schreibt er das hier, oder schreibt er das, und dann eben interessant, es hat sich etwas, wo etwas Endzeit ist. Wir wissen auch, dass die ersten Christen noch eher davon überzeugt waren, dass Jesus kommt bald. Jesus hat gesagt bald, und bald bedeutet noch ein paar Jahre, und dann ist er da. Und dann ganz interessant, im 2. Timotheus schreibt er nochmal, 1. Timotheus 4, also das ist viel später, 1. Timotheus, das ist etwa hier dann nachher, also merkt ihr, das sind 10 Jahre Unterschied nochmal, und auch kurz, also in der Gefangenschaft kurz vor dem Tod. 1. Timotheus 4, Timotheus, lies mal, nein, das ist nicht Tim. Wer findet das zuerst? Vielleicht bist du zu Hause sogar schneller als wir. Nein, ich. 1. Timotheus 4. Ich habe es hier. Oder wo er eigentlich dann schreibt, eben es gibt auch solche Lehrer, die eben nur Heuchler sind und Lügner. Sie behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen. Also wo er dann, wenn man dann eine Riesen-Theologie daraus macht, es ist falsch zu heiraten, wir sollten alle Single bleiben, dann geht er sehr hart dann auch wieder damit ins Gericht. Also er untergräbt seinen Punkt nicht, dass er sagt, es sei besser, aber sagt danach, aber übertreibt es auch nicht, wenn man dann in dem drin religiös wird, dass wir jetzt alle ehelos sein oder dass es falsch ist zu heiraten, das ist dann auch Irrlehre. Das ist sehr hart eigentlich, das sagt er nachher, das sei Irrlehre. Aber glaubst du, dass es besser ist, Single zu sein als verheiratet? Also dass auch seine Aussage ist, es ist besser, Single zu sein als verheiratet? Ja. Also und trotzdem haben wir so viele Ehepaare in der Kirche und in der Welt, und die Vermehrung findet durch Ehe statt. Ich glaube, der Punkt ist, was ich eben merke, oder auch das, oder was du auch lernst im Theologiestudium, und dann hat man so die Tendenz, in dem Fall müssen wir alles relativieren, was die ersten Christen gesagt hatten, und dann alle diese Bücher, die blauen, die können wir sowieso nicht ernst nehmen, weil er geglaubt hat, Jesus, also, und das ist eigentlich, das ist irrsinnig, das macht gar keinen Sinn, also wir alle, es hat ja niemand, auch Paulus war nicht sicher, Jesus kommt dann, das wusste er ja, dass Jesus sagt, wir wissen es alle nicht genau.
Aber ich glaube, den Aspekt jetzt in dem, wo wir lesen 1. Korinther 7, Vers 7 und das, oder da kommt sehr klar durch, hey, wir sind verpflichtet, oder eigentlich es ist besser, dem Reich Gottes, für das Reich Gottes voll da zu sein und dem Reich Gottes oberste Priorität zu geben. Hat auch Jesus gesagt in Matthäus 19. Sagt er, manche sind von Geburt an zeugungsunfähig, andere werden erst durch menschlichen Eingriff. Und es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Wer das versteht, der richtet sich danach. Bin ich gespannt. Ich glaube, es war auch extrem radikal, ich möchte kurz da reinspielen, dass Paulus eigentlich in einer antiken Kultur sagt, dass es okay ist, nicht zu heiraten. Also es ist besser, nicht zu heiraten. Wenn man sich anschaut, es gibt Gelehrte, die sagen, dass eigentlich das Christentum war eine der ersten Religionen, oder war die erste Religion, eine der ersten Kulturen, die sich daraus entwickelt hat, die gesagt hat, du bist ein vollständiger Mensch, wenn du nicht verheiratet bist. Also weil vorher wurde man definiert einerseits über die Ehre der Familie und über das, man lässt ein Vermächtnis über seine Kinder. Und was eigentlich Paulus hier sagt, es ist besser, wenn du Single bleibst, geht er komplett gegen den Zeitgeist, der eigentlich sagt, du bist ein vollständiger Mensch, wenn du verheiratet bist, wenn du eine Familie hast, wenn du Nachkommen hast, die deinen Familiennamen auch so weitertragen und weitergehen. Und darum ist es eigentlich extrem radikal, weil nicht nur Jesus Christus, wir wissen, sagt die Bibel, er war perfekt und er war Single, also er war vollständig. Voll Mensch. Ganz Mensch, ja. Auch einer der ersten Theologen war Paulus, und auch er war Single, auch wenn es da verschiedene Theorien gab, ob er mal verwitwet war, aber aus den Evangelien und den Briefen Apostelgeschichte lesen wir das nicht heraus. Also das ist eigentlich unglaublich radikal, dass eigentlich als Single ist man vollständig akzeptiert und man hat etwas zu geben. Ja, und ich finde eben, ich glaube, was mich begeistert immer wieder, und ich bringe den Vers gerne, Johannes 15, Vers 13. Da finde ich eben auch, dass das wird oft eben auch verkannt, weil wir leben in so einer romantisierten Zeit und das Größte, was du erleben musst mal, ist die Liebe deines Lebens zu finden. Und Jesus sagt da, niemand liebt seine Freunde mehr als der sein Leben für sie hingibt. Also in einer anderen Übersetzung, was er eigentlich sagt, die größte Liebe, die man überhaupt irgendwo erleben kann, ist die Liebe, die ein Freund zu einem anderen Freund hat. Und Jesus sagt, die größte Liebe, oder? Und das ist auch wieder das es braucht nicht Ehe, um größte Liebe zu erleben, sondern Freundschaft ist da ist größte Liebe schon erlebbar. Also ich finde es noch krass, dass Jesus das eben auch da wieder rausnimmt und sagt, ja, Single, also in Freundschaften, das ist unglaublich wichtig. Und da merke ich auch, also eine Ehe ersetzt überhaupt nicht Freundschaft. Vielleicht können wir uns mal kurz Gedanken machen. Was würdet ihr empfehlen, jetzt für Leute, die Single sind, die da zuschauen und sich fragen, okay, was sind jetzt konkret Schritte, die ich machen kann? Jetzt gerade wenn es wir wollen das Wort Gottes ernst nehmen, es sagt, es gibt die Gabe des Single-Sein. Was sind jetzt konkret Schritte, die ich machen kann, um auch herauszufinden, ob ich diese Gabe habe und wie gehe ich auch mit dem um? Habt ihr da vielleicht Gedanken dazu, ganz praktisch, was das für einen bedeuten auch kann? Weil es ist ja nicht, also viele würden ja nicht sagen, es ist eine Gabe, sondern vielleicht eher ein Fluch, also Single zu bleiben. Wie kann man da einen Schritt machen oder ja, gerade irgendwelche Gedanken? Alles streng am Überlegen. Also für mich grundsätzlich, ich finde, eben in diesem Kapitel 7, man muss da doch noch ein bisschen genauer schauen und da ist es eben am liebsten, sagt Paulus, wäre es, alle würden ledig bleiben, aber nicht alle haben die Gaben und dann geht er auch weiter. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin, da ist das Beste für sie, ist für sie. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Darum, ich glaube, ich finde, wenn der Wunsch ehrlich da ist, hey, nein, ich wünsche mir das, oder nachher später, auch in diesem Kapitel, lest das mal durch, dann sagt er auch, es darf nicht sein, dass dann die Lust zu einem Problem wird. Und da sehe ich natürlich auch, finde das dann schwierig, wenn die Lust natürlich dann reinkommt, dann macht sie den ganzen
ich sage jetzt mal, den pastoralen Dienst oder den geistlichen Dienst, den man hat, aber kann mit der Lust nicht gut umgehen, dann macht das alles kaputt halt. Und das haben wir ja gesehen eben, oder das Schlimme, das dann auch wie das Reich Gottes dann auch leidet, wenn man nicht mit der Lust nicht umgehen kann. Darum bin ich versöhnt damit, dass ich verheiratet bin. Nein, ist für mich natürlich auch klar. Genau. Also ich finde, da muss man ehrlich sein und auch zu diesem Wunsch stehen, unbedingt. Könnte man auch sagen, vielleicht ist es eine andere Frage, die zuerst kommt, bevor man sich mal diese Frage stellt, nämlich wird nicht die Frage, ob man jetzt Single bleibt oder eine Ehe will, ist das nicht eher eingebettet auch in der Frage, was möchte Gott hat Gott mit meinem Leben vor? Also mit meiner Berufung, weil ich habe mir nur überlegt, vielleicht ist das auch eine Frage, wird mir eine Ehe helfen, auch das, was Gott für mich vorbereitet hat, und meine Berufung, was auch immer das dann bedeutet, wir machen dann einen anderen Podcast zu dem, aber das wird mir Ehe helfen oder Single sein helfen, auch in dem zu gehen, was Gott für mich vorbereitet hat, oder wäre das vielleicht die falsche Frage? Weil ich kann mich sehr gut erinnern, als ich wirklich Jesus kennengelernt habe und einfach so gemerkt habe, wie er mit mir einen Weg gehen will. Ich weiß nicht, ich kam an diesen Punkt, weil ich habe mich immer gefragt, habe ich diese Gabe, Single zu sein? Und ich habe Gott gefragt, willst du, dass ich heirate? Weil ich wollte wie einmal von ihm hören, weil ich wusste, es gibt Leute, die diese Gabe haben, vielleicht habe ich es ja. Und ich hörte wirklich sehr klar von Gott, wie er zu mir sprach und sagte, hey, ich möchte, dass du heiratest, weil deine Ehe wird reflektieren, was das Evangelium bedeutet. Und dass du das auch komplett und noch in einem anderen Level verstehst. Und ich weiß noch, das hat so zu mir gesprochen, aber ich musste den Mut aufbringen, Gott zu fragen und dann auch zu akzeptieren, wenn er sagt, du bleibst Single. Darum, das war mein Erlebnis damit. Ja. Aber das finde ich eben, ich glaube, grundsätzlich lohnt sich ja das immer. Weiß ich nur, da Gott ehrlich zu nehmen und den Respekt auch zu haben und den Ehrfurcht haben. Ich finde, oder auch diesen Bibeltext, einfach zu sagen, ja, das war halt damals und der Paulus und so, der spinnt doch auch sowieso, der war sowieso ein bisschen zu. Aber ich finde wieder, ja, okay, es ist biblischer Text und offensichtlich, wenn Gott, eben, wäre ich ready, wenn Gott das jetzt sagen würde, wäre ich ready. Und das finde ich eine Frage, die wichtig ist. Haben wir noch andere abschließende Gedanken? Also ich denke einfach nur gerade so, wir sprechen so, als ob es so richtig easy wäre, Single zu sein oder diese Gabe dann auch auszuleben. Und ich glaube, das ist einfach auch noch ein Gedanke so, oder ich glaube, es ist schon so krass in unserer Kultur, dass es normal ist, zu heiraten oder normal zumindest eine Beziehung zu führen. Ich glaube, vielleicht ist es einfach auch schon mal was Wichtiges, die Offenheit überhaupt zu kriegen, es könnte auch einen anderen Weg geben. Weil ich glaube, wie ich aufgewachsen bin, was ich in meinem Umfeld erlebt habe, das Thema, die Begabung des Single-Seins, wenn ich ehrlich bin, das war bei mir rundherum nicht wirklich ein Thema. Also es waren noch die Mönche und die im Kloster, vielleicht noch eher auch der katholische Glaube, der das vertritt. Und da können ja die Pastoren meistens nicht in der Ehe oder Beziehung sein. Aber da wurde noch eher sogar drüber gesprochen, so, zum Glück dürfen wir das bei uns. Bei uns dürfen Pastoren heiraten. Bei uns ist Ehe was Gutes, ist es was Göttliches. Und ich finde, also einerseits ja, das sollen wir auch wirklich, ich finde, wir haben jetzt sehr stark auch nur über das Single-Sein gesprochen im Sinn von, es ist auch überhaupt nicht falsch, für die Ehe zu gehen und ich glaube, Gott kann genau, wie du es jetzt eigentlich schon auch gesagt hast, segnen und bereichern, aber vielleicht einfach, dass wir überhaupt zuerst einmal diese Gedanken nach uns machen. Vielleicht könnte man auch sagen, so wie ich das von dir höre, es gibt Leute vielleicht, die Ehe auf ein zu hohes Podest stellen und es unbedingt wollen zu jedem Preis. Genau. Und sich das wünschen, aber dann gibt es vielleicht auch die es vielleicht gerade umgekehrt gar nicht wollen, vielleicht auch geprägt von der Familiengeschichte und es wie vielleicht Under Desire, also Over Desire und Under Desire. Und ich glaube, beides wird konfrontiert. Ja. Ich glaube, das ist viel eher das Problem, dass es diese zwei Extremismen gibt von ich möchte gar keine Kinder, keine Fortpflanzung und gar nichts, weil bei mir ist alles schiefgelaufen. Keine Ehefrau, es war Scheidung bei mir in der Familie und all das und ich glaube, dort Versöhnung zuerst mal zu finden oder eben das andere Extrem. Ich hatte einen Kollegen von mir, der hatte mir
Als er verlobt war, hat er gesagt, ja, weißt du, Celine, ich heirate jetzt und dann werde ich erwachsen. Und das war für mich so eine erschreckende Aussage, weil ich so dachte, nee, du bist schon erwachsen und dein Leben hat jetzt schon begonnen. Du musst jetzt schon deine Verantwortung tragen. Und da habe ich gemerkt, wie manchmal dieses Bild wirklich zu groß gemalt wird von dieser Ehe, dann bin ich vielleicht auch geistlich erst. Vielleicht schon, weil man in der Kirche sehr anders direkt wahrgenommen wird. Du bist verheiratet. Dann wird man automatisch mehr integriert in gewisse Kreise. Auch das merkt man auch nur schon. Ich war jetzt eben bis vor kurzem noch Single und da hatte ich schon auch eine Phase, habe ich klar gemerkt, zu den Couples habe ich noch nicht gehört. Und obwohl ich vielleicht in diesem Bereich auch schon Erfahrung hatte, meine Meinung hatte da weniger gezählt und du bist da nicht Teil von dieser Community, was jetzt nicht schlimm war, aber das merkt man schon und ich glaube, da kommt es dann schon auch, dass dieses Bild entsteht, wenn ich dann in der Ehe bin. Dann werde ich nochmals anders respektiert, dann werde ich anders ernst genommen und dort vielleicht auch schon die Wahrheit zu erkennen, nee, du bist schon erwachsen zuvor, du bist in Gottes Augen schon lang mature und deine Identität beginnt eben nicht erst in der Ehe. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, oder eben sogar, wenn solche Kapitel da auch stehen in der Bibel, dann du hast auch einen Vorteil, einen Vorsprung und dieser Wert von, okay, es ist unangefochten, dass Gott bei dir Nummer 1 ist. Weil Paulus geht nachher noch darauf ein, oder im gleichen Kapitel immer noch Vers 29 ist es, glaube ich. Eines ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller alles dem Ende zu. Super. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Oder das ist schon eben, aber du, wenn man verheiratet, ich sage jetzt das wirklich so, in meinem ganzen Werdegang finden der Berufung war die Zeit, wo ich eben noch nicht verheiratet war, super, super wichtig und es war auch eine Herausforderung und es ist eine Herausforderung, mit einem Christen verheiratet zu sein, der Jesus an erster Stelle steht. Das gilt auch für mich, meiner Frau gegenüber. Wenn man einfach da ist und weiß, okay, ich bin dann Nummer 2, sie muss ihren Weg für Jesus, weil das geht für mich. Das gilt für mich schon auch in der Ehe. Und das, unbedingt. Und darum ist diese Zeit, wo man noch nicht verheiratet ist, eine mega krasse Zeit. Und ich erlebe das immer wieder auch, dass Leute krass geistlich etwas bewegen können. Super Gedanken. Ich denke, da ziehen wir mal einen Schlusspunkt. Wir werden in einer nächsten Folge über weitere Themen betreffend Beziehungen sprechen. Also wir haben noch sehr viele gute Statements bereit. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bleibt Single.